Goedemorgen. Ik begrüße jullie van deze morgens waren in de naam van ons Herrn en Heiland Jesus Christus. Ik freue mich van deze morgens waren de boodschap hier te brengen. En dus voor ons al een beetje erwähnt van den Thema, wat ik me gewählt heb, hij vroeg mij wat mij bedoel gebracht had, ik me dessen Thema gewählt, van dit te reden. En ik weet niet nou, maar mij daar allemaal zo, je fährt naar ik wat even lezen, je moet kijken uit. En dat was allemaal zo, jedes Mal, wanneer ik me wählen, de Schrift even te lezen van Anfang an, en de Bibel durch te lezen. Dat spitste, jedes Mal, wanneer ik frisch anvang, dan vind ik een beetje wat anderes. Als wanneer dat van een andere engel lernt kijken, dat wat allemaal dat is. Maar ik zei niet dat ik de Bibel wel zo ver durchgelezen heb. Ik mag dat vielleicht hier, ik heb de Bibel ver durchgelezen, maar ik probeer allemaal dat durch te lezen, eenmaal dat jaar, wie dan allemaal, en dat komt niet allemaal ganz tot de lijn. En dan van het jaar, dan vang ik van frischen aan. En dit jaar, als ik aanvang de Bibel durch te lezen, dan wird mir das ein bisschen abfallend vom Frischen, von wo Gott alles erschaffen hat. Und wo das kam und wo er das deed und was er alles merken deed und so weiter. Und Gott, wir haben einen großen, allmächtiger Gott. Wenn wir lesen, dann, wo er alles erschaffen deed, ich habe mal von dem gehört, ich schaffe mit einem Taub, er sagt, dass wir gleichmäßig, dass Gott hat Himmel und Erde und so still gemerkt. Und alles hat dabei wir. Und wenn wir du moet je nu opwachten doen, wat hij alles gemerkt heeft, alles wat op jeden essen, wat de baan is, dat heeft hij met zijn wierd gemerkt. Hij zei dat zal passeren en dan weer dat zo. Zo hij schafft anders als wij deden. Hij heeft een veel grotere macht als wij hebben. Zo wanneer hij zei dat hij heeft Himmel en Erde gemerkt en zo stil, ik geloof dat. En als God is alles gemerkt had, alles wat de baan weer, hij sagt dat neidig, dat te merken wat hij gemerkt is. En dan, als hij alles gemerkt had, dan zegt hij nu veel naar wem wat er nou abhossen leidt met alles wat hij verzorgd had. Alles wat hij gemerkt had. Er veel naar somebody wat er wordt nou abhossen. En dan zegt hij dan nu veel naar de mensen merken leidt. In 1. Mose 1 vers 26 zegt hij, en dan zegt God, weil wir Menschen merken, dat zo als wie zijn, in ons lignen. So hij zegt, weil wir Menschen merken, wat ons lignen doen. Hij zegt niet mij, hij zegt ons. Ik geloof hier dat hij helpt van der Dreieinigkeit Gottes, von Gott Vater, der Gott der Vater in sein Sehen und der Heilige Geist. So heißt es, weil wir Menschen merken, die nur uns liegen tun. Und das ist ganz anders, als wir das andere alle merken, die Tiere und alles, und was immer er gemerkt hat, da können wir Gemeinschaft mit haben. Und die können sich nicht für sich selbst abhossen und so weiter, dass wir befeuert werden, Tieren. Und mit dem können wir auch nicht Gemeinschaft haben, das sind verlangen wir. So, er will Menschen merken, die am Lichten deuten. Und dann sieht er, Lot an Macht haben über die Fisch im Meer, in die Vögel, in der Luft, über dort Feu, in die wilde Tieren, und über alles, was du kriegt. So, alles, was er gemerkt hat er mit seinen Wirt gemerkt, Büter, Menschen. Menschen mögen er nicht. Bloß uit zijn woord en zei dat zal zijn en dan weer dat ze staat. Menschen, die dat merken. Dat zegt in 1. Mose 2, vers 7, zegt dat, en Gott der Herr formt einen Mensch von Erd en pust den Leben, Odem in zijn Nesen an. En hij wordt een levende Mensch. Wenn wir so ein bisschen anstellen, was das passieren wird, Gott nimmt von der Erde en mögt ein Mensch. Hij zegt niet bloß, dat zal dus dat zijn en dan weer het zo. No, hij heeft apart, noemt hij tijd en noemt van zijn eerd en mögt een mens, en dat had hij gemerkt, dan pust hij den Odem in zijn nezen aan en dan leeft hij. Zo had hij een mens gemerkt. Ganz anders als alle Tieren en alles wat er bij weer. Wils dit weer wat bijzonder, dit weer zo'n wat aanleggen wordt. Dit weer een persoon, wat aangelegd wordt, wat aanleggen wordt. So hat Gott den Menschen gemerkt. Und das ist eine große interessant für mich. Mir ist das immer abfallen, wenn ich daran denke, wo Gott hat uns gemerkt, nur sein Ebenbild. Und das Feuer und alles andere, das legt gleich Arm. Über den Menschen, der legt einen Arm. Und das hat er gemerkt, dass er sollen dort besorgen, was er gemerkt hat.
Het zegt, en God der Herr neemt den Mensch en zat aan in den Garten Eden, zodat hij den bearbeiten en bezorgen worden. So hier hat hij eine Arbeit. Alles, was hij gemerkt hat, dat viel te bezorgen, en hier brucht hij de Menschen toe, wat hij merken deed. Aber dann sagt er einer zwei, was er noch fehlen deed. Als hij Adam gemerkt hat, dann wist er dat den Adam, was hij gemerkt hat, dem würde Help fehlen. Dem würde noch Help fehlen. Hij alleen würde nicht kennen, was hij im Sinn hat, sein Plan, was das wäre. Dat wird nur dort, was hij Adam gemerkt hat, dann stund Gott das selbst toe und sieht, dass den wird Help fehlen. In Kapitel 2, Vers 8 hier, sagt er, und Gott der Herr sagt, dort ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will wir merken, tam am helpen. Der am passen wird. Eine klar passende Person wird er merken für Adam. Und das soll sein Helper sein. Und weet je, als ich das mit dir studieren, das wird hier so leicht bedienen, dass wenn wir reden, dass von hier hat man einen Helper gemerkt. Hier, das wird ein Helper, das ist das, was dort bitte gewöhnlich in der hebräischen Sprache ist das Ezer genannt, das Wort. Ezer. Und das meint nicht bloß ein gewöhnlicher Helper, was wir brauchen, und haben eins zu helfen und beiführen und so weiter. Das ist noch viel gerater und viel, das ist ein großes, besonderes Wort. Das ist gleich, dass Gott von sich selbst sein, dass wir heute ein Helper ist für die Menschen, für uns. Mit was immer uns fehlt und wo immer uns fehlt, du als Gott reit, um uns helfen. So steht dass hier Adam seine Frau verglichen mit einem Helper, was auf dem Hebräisch Ezer genannt wird. I-Z-I-R. Ich weiß nicht, was eins für hebräische Sprache studieren, der eigentlich allgemein nicht über als ich das studieren, dann kommt das für Tag, und ich dachte, das wäre interessant, dort zu beobachten, was das Helper so reich wird, Adam. Das wird nicht bloß, das heißt, wem hat, was am Abend die Gemeinschaft haben, oder Art, Amt, Gesellschaft und so weiter, aber das wird wirklich ein Helper sein für Adam, nur als Amt dort fehlen wird. Und dat wir eine besondere Partner, und dat wir Gott für Adam. Und hij sagt, dat wird eine passende Person sein. Und dann sagt er in Kapitel 2, Vers 20, der Mensch fängt Nomes für all dort Fei in der wilde Tieren und für all die Vögel in der Luft, aber da wir keiner, was passend wir für Arm, um den Mensch zu helfen. So alles, was er gemerkt hat, er hat alle Tiere gemerkt und alles, aber er wird keine passende Person oder keine passende Helfer, was der Adam wird passend sein. So nu fehlt er noch wem, was Adam auch wird im Partner haben. Klar, dass er die Tiere gemerkt hat, was alle Partner haben. Aber für Adam wird kein Partner. Sagt er, wie keiner, was passend wir für Adam. Dann mögt Gott den Herrn, den Mensch, sei ja fast im Schlupen. Denn als der Schleip nimmt der Herr eine Rab von den Mensch und leidt der steht bara mit Hüt bewassen. So hier mögt er, das ist interessant, weil Adam einen Schlup merken deed und von Arm nahm er einen Port und nahm der Rab und mögt Arm eine Früh. Und das sagt in Gott, der Herr mögt eine Früh von der Rab. Und der er von den Menschen genommen hat und brach Arm dei. Und Adam sieht, dass er das Früh erst kriegt, sieht, dass das kracht, der passende Früh, was mir fehlen wird. Kracht, was mir fehlen wird. Und Gott, wenn er was merken wird, er merkt das nicht reich. Er merkt das reich, so ist er das will. Das ist, was Adam sieht. Vers 23, dann sieht der Mensch, das passt mir. Das passt mir, sieht er. Der wird kracht, was am fehlen wird. Er weiß das. Er sagt, das ist Knerken von mein Knerken und Fleisch von mein Fleisch, so soll Frühmensch heiten, will sei von Mensch genommen ist. So hier hat Gott das früh gemerkt für diesen Mann, und der wird kracht du nur was anderes fehlen. Gott was kracht, was Adam fehlen, und du nur möglich einen Partner, einen Helper, für das Besorgen, wo er hat angestellt. Und das sagt Gott selbst. Er sagt selbst, dass Adam viel Help. Er sagt das. Nicht, dass Adam hat gemerkt, dass er eins hat, aber das, was er im Sinn hat. Das wird sein Plan, dass den wird Help fehlen. Er hat nicht so gemerkt, dass er für sich allein kann schaffen und besorgen, was er viel zu besorgen, aber dass er wird so sein, dass ihm wird ein Partner fehlen. Dass ihm wird Help fehlen. Und das sagt Gott selbst.
denen wird Help fehlen und die würden einen Partner merken, der wird passend sein für ihn. Das ist, wo Gott das angeführt hat. Einer den anderen zu halten, dass sie würden taub schaffen können in diesen Garten, wo er ihn angestellt hat, das ist Arbeit. Und nachher, was ich ab ihrem interessant finde, ist, dass Gott das so merken hat als Heu wir. Das Einzige, was Gott gemerkt hat, als der Menschen, was so wären als Heu. Gott hat Menschen, die so wären als Heu. Nur sein Plan noch. Haben auch Mannsmenschen und Frühmenschen. Eine, am Anfang. Und dann sagt er in 1. Mose, in 1. Mose 1, Vers 28, und Gott sehen die und seht, mocht je Kinder haben, und jün über die ganze Meer, über die Vögel und über Luft und über alles, was da auf ihr lebt, soll je sorgen. Und je soll Macht haben über die Fisch und alles, was da drin ist. Das, was Arbeit wird, sie soll machen über all das, was gemerkt hat. Auf ihr. Und von der Tag, das hat Gott gemerkt, und da wird klar, dass er alles gemerkt hat, und sagt, das ist gut. Das wird sehr gut, dass er Menschen gemerkt hat, hier wieder ganz zufrieden mit, er hat ihn gefallen und dort, was er gemerkt hat. Und von der Tag, dann haben Menschen, die proben, das zu perfekten. Das leben einzig, da viel noch eins, was mit zu tun. Sie wollen das anders anrichten, als was Gott das gemerkt hat. Gott hat es so gemerkt, dass sie wollen Partner sein, sie wollen taub schaffen. Und zweitens, dass sie wollen keine Familie haben. Das, was sie wollen vermeiden über die ganze Welt. Das, was Gott sein Plan wird. Und Menschen von der Tag leben, das braucht euch mehr Mannsmenschen und Frühmenschen taub, um eine Familie zu haben. Die proben das ganz zu verdrehen. Und das ist nicht, was Gott sein Plan ist, von Anfang an. Und die proben das zu verdorben. Und wenn Mensch, was Gott hat gemerkt, und Gott hat mit Menschen will das anders merken, das darf bloß verdorben, das darf Schaden, das bringt Schaden von Sound. So wie man dort annehmen, was Gott gemerkt hat, was er gesagt hat, dass wir drachen, dass wir Gott und das annehmen und auch annehmen, was das für Gott ist. Und dann dankbar sein dafür. Also hier hat Gott Adam und Eva gemerkt und er Bad hier angestellt, nur das abzupassen, was er gemerkt hat. So sie hat eine Arbeit für ein Bad. Und hier braucht er ein Bad. Morgen und früh. Und vielleicht hat Gott die auch gesehen mit einer Früh oder Früh mit einem Morgen oder was immer. Und hat Gott vielleicht auch für euch angesehen, dass die Help fehlen nicht. Ich weiß Gott besser von mir. Er sagt das an, dass mir wird Help fehlen. Und er hat mich gesehen mit einem Partner. Und weil ihr ein Frühmensch zu finden, das ist ein großer Segen. In der Wirklichkeit, das ist ein großer Segen, wenn wir das nicht tun. Sprüche 18, Vers 22 sagt, dass auch wer eine Früh fängt was Gutes. Und er ist von Herrn gesegnet. So, ich habe hier, das ist ein Segen von Gott. Das ist ein Segen von Gott. So, wenn du einen Partner hast, Gott hat dir das so gekommen, dass du hast einen Partner gefunden, dann ist er vielleicht gewesen, dass die Help die fehlt hat. Hat er vielleicht gesagt, die fehlt Help. Aber einmal dann da wir das nicht tauschen. Wir wollen gleich tauschen, dass uns Help fehlen nicht. Und weil ihr ein Partner für uns als Männer, unsere Früh ist uns nicht gegeben worden, dass wir die können brücken aus einer Sklave, aus einer Fautag, wo wir boven Ramkling tun und verlangen, das soll alles tun für uns und so weiter. Und dass das soll raken für uns. Und warum sage ich das? Weil es passiert viel. In der Welt wie hier viel von wo die Frühmenschen gebraucht worden und gemissbraucht worden. Die nehmen das nicht so an, als wenn das ein Partner ist. Dass sie taub leben wollen und einer für den anderen proben zu arbeiten und taub zu leben, nur als Gott das wohl will. Sie brauchen ihr Leben als eine Sklave. Und leben, sie haben die Macht über die Früh, nur sie müssen ihr tun sein und tun, was er will haben, was sie soll tun. Und das ist nicht, was Gott hat gemeint hat. Gott hat uns die gegeben als ein Partner, als ein Helper, als ein Iser. Als Gott für uns Help ist, als er auch für uns ein Help. Und wir hören auch in verschiedenen Ländern, wo früher sehr leer geteilt wurden. Die wurden nicht sehr hoch geachtet. Und das ist nicht, wo Gott das gemerkt hat. Frühlied sind besonders gemerkt, kriegst du aus Gott das wohl haben. Auch Mannsmenschen, Frühmenschen und Mannsmenschen, die sind beide nur sein Ebenbild gemerkt. 1. Petrus 3, Vers 7 sagt Petrus, es steht von
von er. Er sagt, jemands Lied, gut vernünftig mit jene Frühes, dort jene Gebete nicht verhindert worden. Weil hier waren wir nicht reich mit unseren Frühes umgehen, und dann sei wir sogar eine gefordert, unsere Gebete wollen verhindert worden. Dass unsere Gebete nicht wollen geerhört worden. Dann sagt er, und denkt daran, dass sie schwacher sind, und dass sie groß so gut Anteil haben an der Gnade und an das ewige Leben. So, da hat den Krieg den selben Reich. Gott hat den Krieg so viel Wert, hat uns alle gleich viel Wert gemerkt. Wir haben alle das Verreich, das ewige Leben zu kriegen. Das sagt, die sind schwacher als wir sind, die können vielleicht nicht so viel abheben als die Menschen können allgemein, weil es gerade habt ihr nicht so gemerkt, aber da sind viele Dinge, was frühe Menschen viel besser können als Menschen. Ich weiß von einer Zetterfertigung, wenn ein Frühmensch im Haus, im Heim schaffen, der mit einer Familie, der kann einmal Dinge, 3 verschiedene oder 5 verschiedene Dinge tun auf einmal, wo ein Mann, ich weiß, wenn ich eines tun, dann muss ich sehr abpassen, dass ich nicht versteht worden. Wenn der eins vertalen wird, der eins wird, dann sind ich distracted. Und bei der Frühmenschen, der kann einmal 3 oder 5 verschiedene Dinge tun. Wenn die Kinder im Heim sind, einmal haben sie ein Kind auf einen Arm und das Phone haben sie dicht beim Ohr, ihre Mama Phone, oder was immer, und das andere, in der anderen Hand tun sie eine Buddel merken für das Baby, und das Kind das droht, und dann wird ein Krieg, was sie tun. Sie haben alles unter Kontrolle. Das kann Frühmenschen schaffen. Viele Frühmenschen, die können gewisse Dinge viel besser tun als Mondsmenschen, und einmal dann dürfen wir das nicht so annehmen. In der Unterschied zwischen uns von der, wenn wir in euer Partner uns frieren tun, und wo Gott das erschaffen hat, weil wir als Menschen, wie man uns kennenlernen. Wir kommen von verschiedenen Familien, so da braucht viel Zeit, einmal uns kennenzulernen. Und wollen dann uns kennenzulernen, einer den anderen. Ich weiß, wir sind 33 Jahre befreit und wir lernen uns nachher mal kennen. Aber das ist eine Freude. Proben uns kennenzulernen und proben zu schaffen, einer mit den anderen. Und was Gott sein Verlangen ist, dass jeder einer von der sich befrieren, dass der will uns 100% zu geben von was er hat. Alles zu geben zu seiner Früh. Will uns sich ganz Hand zu geben. Und kriegt so mit der Früh für den Mann. Einzige sein, die machen sich half begegnen. 50-50. Und ich lehre das ganz, die machen 100%, will uns dann 100% Hand zu geben. Sich ganz Hand geben zu ernten. Und dann dein und leben und dort tun, was Gott will haben, was wir sollen tun für Ernte. Und dann stehen wir kennenlernen. Dann kommt das da, wo wir können taub schaffen in einer Einigkeit und wir sind wirklich ein Helfer einer den anderen. Und Solomon sagt auch so steht, er sagt von einem Partner haben, wofür besser, dass wir, wenn einer einen Partner hat, als nicht. Lehrer, Ekklesiastes, als der Lehrer vorher verschnehen sagt, dass 2 Sennen als besser als allein sein. Die haben einen Schein gewonnen und dort, was sie tun. Und als es nicht für uns ist dort, wenn wir 2 sind, das geht viel besser. Dann haben wir einen Schein gewonnen und die Dinge, was wir tun, und alles, was wir tun. Du hast einen Schein gewonnen daher, wenn wir einen Partner haben, wenn du 2 sind. Und das bleibt nicht bloß mein hier, dass das von einem Partner reden, das von einem Lied, aber das kann es trotzdem mit alles. Wenn einer Partner hat, bei der Arbeit zum Beispiel, wenn du eins verschaffen ist und du hast eine schwere Arbeit, und du bist da allein, du weißt nicht näher, wo du das tun. Und wenn er dann der zweite ist, oder eine extra Person, dann merkt er das doch viel leichter. Da fängt man Schein zu und dann ja, das ist besser. Und das, was Solomon hier auch von reden, er sagt, das ist besser, wenn da 2 sind als einer. Dann kann der einen Schein gehen haben und auch was zu tun. Ich weiß, ich mal Jahren 3 hatte ich eine Arbeit, wo ich die Häuser abfixen, Renovations und so weiter. Die werden verschiedene Arbeiten, die kann ich allein tun, aber die werden beste Dinge an der Arbeit, da fehlen mir ein bisschen Partner. Und das wird ein bisschen verleichter, und das schafft bloß besser, und das geht auch besser. Können Gemeinschaft haben, einer mit den anderen, ohne Arbeit, so dass wir bloß besser, das schafft besser, wenn ein Partner wird, für verschiedene Arbeiten. Und so ist das halbvoll, wenn einer einen Partner hat, und da sind 2. Und hier Prof. Solomon auch zu sein, ich glaube, er meint das auf verschiedene Wege, wo immer das erst dann taub zu schaffen, erst besser. In Vers 10 sagt er, wenn einer Hand fällt, dann halbt der Zweite den ab. Aber dort würde schwierig sein, wenn einer, der allein ist, Hand fällt und kein anderer Arm wird ihm helfen. Und das ist nicht auch so, wenn du allein bist und die fällt halb, du fällst Hand oder was immer,
und du als Kinder haben die abhalten, wo kannst du dann abstehen? Und das können auf verschiedene Wege sein. Vielleicht ist das in dem Leben, wo du vielleicht angefallen bist, in einem Jäselchen. Was vielleicht angefallen und du hast keiner, was die halten kann, wenn du allein bist. Du wählst dich für dich allein zu sein und du wirst mutlos und du fängst in einem Jäselchen zu strugglen. Und dann als du keiner haben die abbühen und helfen und die abhalten. Das ist bloß besser, wenn du zwei sind, wenn du Partner sind. Ook in de gemeente, wanneer een omtraf van de gemeente en dat eens verschoven, dat is leichter en dat beter wanneer er meer zijn, wanneer du een partner hast. Dat merkt dingen best leichter en dat je train. En dat je beter, dat brengt je moed. So dat is like wat hij hier ook van reden deed. En so dat meint nicht bloß, dat meint, dat einer Eierpartner soll haben, dat train gewoon haben in einer Kondon, wat einer will doen en wat einer soll doen en so wieder. Maar dat kan ook meinen met alles. Met wat immer einer deed, een partner haben als beter. Das ist sein, denn oftmals dann, weil wir als Männer, wir wollen nicht tauschen und uns halb fehlen, der eigen zuwärts sein. Wir sind eigenkappig, wir sind bitte hochmütig. Wir sagen, mir fehlt euch Hilfe, ich kann das allein. Und dann haben die Folgen davon sind einmal dann viel Schulden. Das merkt Dinge viel schwerer, das geht viel länger. Und es steht, wenn einer Tauschstunde sagen, hey, mir fehlt hier Hilfe, wo die eins wollen, sind mir zu helfen. Und dann allgemein, der vielleicht immer als der wäre, was der Willens ist, bieten vorten und mehr zu helfen. Sondern das merkt das bloß leichter und das, was das merkt, einen Schein gehen haben. Und als das gemeint, wenn Gott Adam hat einen Partner gegeben, dass er für allem versorgen wird, einen Partner, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Gott das dort hat ausgeschaffen, dass er für jedem einen Partner versorgen und dass er für allem einen Partner hat. Eins gesagt, Gott hat für jedem einen Partner, einen eigenen Partner. Ich finde nicht, dass das in der Schrift, dass die Schrift sagt, dass Gott für jedem einen Partner versorgen. Aber für Wasserhaftheit, wenn wir in der Bibel studieren und lesen, dann kann es sein, was steht in der Hafe, für wen ein Partner versorgt, dass er kann dann nur sehen will. Und da wird eine Geschichte, wo ich entdeckt Abraham sein Sohn Isaac. Gott hat Abraham versprochen, dass sie noch kommen, wo das Land oben, wo er dann wohnt, nu Kanaan. Aber an dort zu tun, dann soll wird er seine Nachkommenschaft geben, dann soll er bei seiner Nachkommenschaft bleiben, bei seiner Familie, das Land oben. Und er sagt, dass Abraham schickt einen von seinen Döner weg, treten in sein Land, wo er geboren wird, und sagt, er soll eine Frühfang für seinen Sohn Isaac. Und dass er das Land oben. Und so er schickt seinen Döner weg, und er soll ihm versprechen, dass er wird in sein Land gehen, wo er geboren wird, und von dort soll er eine Früh holen von seiner Familie, oder von seiner Freundschaft. Und nun soll er ihm das versprechen, dass er wird nicht zurückkommen mit einer anderen Früh, aber mit dieser Früh, was er für ihn hat, was Gott für ihn hat. Und das ist dann wieder ein bisschen abfallend, wieder ein bisschen wichtig, wo er soll weiten, dass das der Reichte wird sein. Wenn er nicht wird da zu haben, gehen, er lernt und dort eine Früh fängt für ihn, wo weiß ich, dass das wird der Reichte sein, wo ich zurückkomme mit der Reichte Früh. Aber dann sagt Abraham sagt zu Isaac, der Herr, der Gott über den Himmel, der mich von meinem Vater sein Land und von das Land nahm, wo ich geboren war, der zu mir, der verspricht mich mit einem Eid, dass er mir nur kommen das Land geben wird, der wird seinen Engel fertig schicken und die soll von dort eine Früh für mich sehen holen. So, das ist in 1. Mose 24, Vers 7, da sagt er, dass Gott hat mir versprochen, und er sagt zu dessen Döner, dass Gott wird einen Engel fertig schicken, und der wird die sein, wann der früh ist. Und da wirst du der rechte Fing. So, wo könnte es Döner dann weiten, wann der wird sein? Wenn er auch sich gleich schicken, und er wieder am Weich daheim, wenn er ist für das sein, wo wird er dann weiten, was der rechte wird? So, dann sagt er dann, der das Döner mit Gott reden, dann sagt er zu Gott, was er im Sinn hat, und sagt er, bist du wieder klar, wo das wird sein, dass ich will weiten, dass das ist der rechte Früh, was du warst für mich, deiner Isaac. Und dann sagt er, ich will das Hand fahren, und dann wollte ich in das Baum gehen, und wo die Baum erst waren die frühest dann, was allgemein kommen, dann
holen von da. Und wenn da eine früh sein, wird mir anbeiden, mir zu trinken geben, auch meine Kamelen zu trinken geben, dort wird er sein, was die was haben, was ich soll mitnehmen für Isaac. Und das Volk kriegt sie aus. Und dann sagt er, als er das gesagt hat zu Gott, in 1. Mose 24, Vers 15, sagt er, euer Hei ausgeredet hat, also das passiert kurz. Gott will sich kurz klar beweisen an ihm. Er sagt, euer Hei ausgeredet hat, meist nicht, dann kam ein junger Frühmensch mit ihrer Wutterkrug auf ihren Schulter, der mir wie Rebecca, das wird so heute, der wie Rebecca, Bethuel, seine Tochter. Bethuel, seine Eltern, waren Abraham, sein Bruder Nahor und seine Frau Milka. So, das passiert, gleich, dass er gefragt hat, was soll passieren, was soll Raum nehmen, dass er wird weiten, dass das erreicht wir. Und sagt er, in das junge Frühmensch leid Schmack, das wird ein Schmack im Jahr fahren. So, und das Volk kriegt er ut, und wir versichern, das wird Gott sein Willen, das wird kriegt der Früh, was er geplant hat für Isaac, der wird er sich mitnehmen. Und es ist dort, mögt Gott das klar zu ihm, und er wird sich ganz sicher, er hat der rechte Früh, was er gefangen hat, was er wird mit in Haus bringen für Abraham, seinen Sohn Isaac. Und so passiert das auch. So Gott beweist sich das klar. Für einzustehen, ich habe das hier in Gott versorgt, das du noch, was er will, was für ein Partner er will, für wem. Aber das bedeutet nicht, dass das einmal so passieren wird. Das nimmt sich gleich so ran, du noch, was Gott geplant hat, was sehen wollen wir dafür. Also für jedem einen, ist nicht gemeint, dass Gott für jedem einen Partner fängt. Aber doch, Gott sein Plan lebt ist nicht, dass wir sollen allein sein, die wir nicht. Wir sollen Gemeinschaft haben, einer mit den anderen, und nicht uns allein abholen. Wir wissen, dass wenn ein Mensch allein ist, zu viel allein ist, den seine Gedanken, die waren nicht reich, die gehen einmal der Mensch reich dumm, wenn der zu lang allein ist und für sich allein ist, dann lässt den Feind seine Gedanken überhand nehmen. Und so deswegen will Gott haben, dass wir sollen Gemeinschaft haben, einer mit den anderen. Dass wir uns an sich Motor sprechen, einer den anderen. Und uns einander helfen, halten, wo wir können, und beten einer für den anderen. Und besonders in der Gemeinde, wenn wir denken dann von einer Gemeinde, wo wir können teilnehmen und einer mit den anderen kommen, in Gemeinschaft haben, dort bietet einem ab. Das soll Gott will haben, dass wir sollen taub kommen mit anderen in der Gemeinde und uns am sich abüben und uns trösten. Dort fehlt uns oft, vielmal fehlt uns ein Trost. Wir kommen einmal bedauern, wo wir uns leben, wo wir uns halb fehlen, und wir wissen nicht mehr, wo wir handrehen sollen. Und dann einmal dann gehen wir für uns allein und fühlen vielleicht sorry für uns selbst und dort wird es immer schlimmer. So das, worum Gott will haben, dass wir sollen nicht allein sein. Wir sollen Gemeinschaft haben, einer mit den anderen. Und Jesus selbst auch, er sagt, dass wir neidig, dass Menschen zwei werden. Er sagt auch für Gott an, dass da einmal zwei und zwei werden, dass die Partner werden, dass sie können sich einer den anderen helfen und helfen, wo das fehlen wird. Dass es ein Team geben wird, ein Teamwork wir. In Markus 8, Vers 7, da lese ich von Jesus, was er hier deed. Er hat sich 12 Stück gewählt und er schickte einmal rüt, 2 bei 2. Markus 8, Vers 7 sagt er, er fordert sich die 12 und schickte portwies uit. Und gaf aan Kraft über der arene Gäste. So, hier schickte der 2 und 2 rüt, dass die waren top schaffen können aus einem Team. Er sagt das für Gott an, dass einmal 2 und 2 wären. Und auch Lothar in Lukas 10, Vers 1, da redet er von 70 Stück, da hat er sich 70 Stück gewählt. Und da kriegt so, er schickte einmal 2 und 2 rüt. Nicht ein auf einmal, bis er will haben, dass sie sollen 2 und 2 rüt gehen. Das, was sie verlangen wir. Das sagt er, dort will der Herr sich 70 andere und schickte einmal 2 und 2 für sich nur all die Städte und Dörfer zu gehen, wo er recht Hand zu gehen. So hier kann es sein, das wird sehr verschlagsam, wenn er 2 Stück gehen leiden. Als wenn sie nicht bloß alle Toppen in der Gruppe geblieben wären, 70 Stück, dann wäre es verschlagsam. Er schickt der Rüd auf verschiedene Städte zu gehen, 2 und 2, in Feierabend zu gehen, wo er hat zu gehen. So, das ist verschlagsam, wenn die Partner sind, wenn die 2 Stück sind. So, ich glaube, Gott seine Meinung ist von der nach Krieg so, dass wir mit anderthalb Partner stehen und
in Arbeiten, in der Gemeinde, wo immer das dann ist, wo er will haben, wo wir sind, wo er uns handstellen wird, zu arbeiten. Er sagt, dass wir sollen nicht abhören mit uns versammeln, einer mit den anderen. Hebräer 10, Vers 24 sagt er auch, für uns gut, dass wir uns versammeln da und pünktlich. Er sagt, von so einer Versammlungen weichbleiben, so aus angedaunen, dort weil wir nicht über viel Leute uns untereinander Mut sprechen. So hier können wir hören, er sagt, dass wir hier nötig, dass wir uns einer den anderen Mut sprechen da. Uns fehlt vielmals Mut. Und wir können das tun, wenn wir mit Gott seine Kinder aus Gott seine Familie top kommen da und uns Mut fehlen da, wir sind Tiden anmutig, dann können wir uns Mut sprechen. Und er sagt, das ist wichtig, dass wir das tun. Und wir wissen, dass der Feind sein Verlangen ist, sein Plan ist, dass die Menschen allein nehmen somewhere und die wird dort bringen, wo die rein ganz anmutig waren und sie wissen nicht wohin und die versinken ganz in ihr Leben. Und das ist nicht gut, wenn ein Mensch für sich selbst allein ist. Wenn er auch die Tiden, von der kalten Zeit einmal erst das gut, wenn er allein da, wir wissen von Jesus, er ging viel Tiden, dass er hier werden wird, ging er viel Tiden von der Stadt allein mit Gott zu reden. So er hat ein Verlangen, für sich allein zu gehen und mit Gott zu reden. Von alles verjäten und bloß für sich allein gehen und mit Gott zu reden. Auf so eine Weise ist das erst das gut, wenn wir allein gehen, apart somewhere mit Gott reden. Ich finde das oftmals, wenn ich das tue, ich finde das ihm Kraft geben, auch wenn er allein geht mit Gott reden. Aber ab der Bedingung, dass einer will von Gott hören und mit ihm reden. Nicht weich bleiben von eins, wem willst, wir wollen nicht mit anderen Partner sein und top arbeiten. Und es soll sein, denn ich glaube nicht, dass Gott das so utgearbeitet hat, dass er für jedem einen Partner hat, einen euer Partner hat. Dass nicht einmal sehen wollen, dass sie sich befrieren sollen. Einzige, die kann Gott schaffen in dein, wenn sie auch allein sind, wenn sie nicht befreit sind. Jesus selbst wird nicht befreit, als er hier werden wird. Er hat allein. Aber er schafft mit Menschen taub. Nicht, dass er für sich allein wird, aber er wird viel mit Menschen taub, aber er wird nicht befreit. Auch John der Baptist wird auch nicht befreit. Oder Paulus. Paulus wird nicht befreit. Er wird allein, aber er arbeitet viel für Gott. Aber er hat andere Partner. Wir können hören von vielen verschiedenen Städten, wo er Partner hatten, wo die mit einem taub gingen, am Dienst, abbühen und so weiter, doch hat er Partner. Er hat das nicht allein. Aber dass er befreit wird, das wird nicht. Und er hat sogar Tauroden, das wird besser, wenn sie nicht befreit werden. Wenn es verschiedene Ursachen, wir wollen ein bisschen lesen davon. 1. Korinther 7, Vers 7, da sagt er, es steht, lieber wird wir sein, dass alle Mann so wie aus ich sie. Aber in jeder hat seine Gabe von Gott. Einer so und der andere anders. So, Menschen sind verschieden. Und wo dann Tauroden das allein zu sein, er sagt, als wir uns, dann kostet die eine ganze Zeit, brauchen haben Gott dahin. Dann brauchst du nicht bedüren, dass du wahrscheinlich die Zeit versiemen, am zu sorgen für den Ehepartner. 1. Korinther 7, Vers 32, da sagt er, aber ich möchte jeden, dass die ohne Sorgen werden. So, er will haben, dass die sollen Gott dahin ohne Sorgen. Wer nicht befreit ist, beschäftigt sich mit dort, was dem Herrn angehört. Sagt er, wo er am gefallen kann, also arm oder ar. Aber wer befreit ist, den ist dort zu tun, was diese Welt gehört, wo er seine Frühe gefallen kann. Und so sind seine Interessanten geteilt. So, er sagt hier, dann ist seine interessant, um seine Frühe zu besorgen, und steht Gott zu dienen. So, sein Verlangen ist, dass er kann ganz sich handgeben für den Dienst für den Herrn. Wenn befreit sein, dort kann die abholen von dort, dann ist dort ein Hindernis. Aber wenn das ein Partner sein für die, die taub schaffen, den Herrn zu dienen, dann ist das was Gutes. So Gott will haben, dass wir sollen arm dienen mit alles, was wir haben, alles, was wir in Wert sind, weil er haben, wir sollen arm dienen. Und wenn das irgendwas was das wird hindern, was er will haben, dann ist das am Schaden. So er sagt, was immer wir tun, alles, was wir tun, das soll wir mit unserer Kraft tun, alles, was wir in Wert sind. So was immer das ist, was Gott die hat angestellt und was er die mit gesehen hat zu tun, dann tut das mit alles, was du im Wert bist. Das würde ich uns tun. In Kolosser 3, Vers 23 sagt, alles, was ihr tut, das tut vom Herzen, jeden aus für Gott und nicht für Menschen.
So wir sollen das nicht tun, ungesäumt zu sein von Menschen, was wir tun, aber das soll wir jeden tun für Gott. Nur Arbeit und Dienst für den Herrn. Das ist mein Wunsch für uns alle, dass wir denselben Verlangen würden haben. Dass was immer das ist, wenn Gott uns einen Partner gegeben hat, taub, Dienst zu schaffen, dann das tun, taub, als wir morgen früh sind oder andere Partner Dienst, oder wo immer das ist, wo dass wir wollen sind, uns zu lassen brücken von den Herren, in uns ganz Hand geben, wollen sind, uns von Amt zu lassen schauen und zu tun, was sein Verlangen ist für uns. So mein Wunschgebet würde sein, dass wir unsere eigenen Partner antecken als ein Partner, zum Taub schaffen im Dienst. Nicht bloß, dass die für uns sorgen und tun, was wir wollen haben, was uns Verlangen wird sein. Aber lieber sein, wo haben wir taub als Partner, als Helfer, einer für den anderen, den Herrn dienen, mit alles, was wir tun. Wir werden noch zum Schluss beten. Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, Gott, für den Plan, für den Willen für uns. Ich danke dir, Gott, dass du das uns sagst, dass uns Hilfe fehlen, dass es nicht gut wird für uns, dass wir allein gehen. Wir können an verschiedenen Städten sein und hören von, was das verschulden wird, wenn ein Mensch für sich allein gehen, einen Plan hat, für sich allein zu leben und tun, was sein eigenen Verlangen ist, wo das kann Schulden bringen. In der Stadt, dass das kann Nutzen sein. Du hast uns auch angestellt, taub zu arbeiten mit anderen, die verlangen erst, dass wir sollen taub schaffen. Wenn du uns hast einen eigenen Partner gegeben, dann taub schaffen, wollen sein, uns ganz Hand zu geben, einer zu den anderen, dass wir können verschlagsam sein an den Dienst, wo du uns angestellt hast. Ich bitte, dass du uns die Kraft geben dazu. Und ich danke dir, Gott, dass du hast so viele Partner gegeben, eigene Partner gegeben. Und ich bitte, Herr, dass du uns die Kraft geben und uns wiesen, wo wir können, ein Nutzen sein für uns eigene Partner, auch, was du uns mit gesehen hast. Dass wir nicht wollen Schulden sein und entbrücken aus einem Sklaven sein, dass wir Hand machen über da und wir uns dort haben, soll uns unterdun sein und kriegt tun, was wir wollen haben, in der Stadt, dass wir wollen taub schaffen. Wie ist uns, Herr, klar, was du hast für uns in uns Leben und was du wollen haben, wo wir sollen taub arbeiten. Und ich bitte, dass du uns leiten und führen in der Hinsichten. Und ich danke dir für die vielen Segen, die du für uns hast, gemerkt. In die Namen beten wir mit Danksagung. Amen.